So, da sind wir wieder. Wir waren bei dem Herrn. Das Skip. Wo habt ihr die Leute hingebracht? Gut, der sagt nichts mehr. Dann wollen wir uns da mal ein bisschen umschauen. Aber anscheinend gibt es da gar nicht viel. Da ist eine Truhe. Aha, mit Gold. Gut, das stört ihn ja nicht. So, da hinten geht's. Wahrscheinlich nicht. Da hinten ist auch nichts mehr. Nehmen wir die Fische noch mit und dann marschieren wir mal wieder zurück. Ans Festland. Und vielleicht holt man mal ein bisschen Ausschau. Vielleicht entdeckt man noch einen Bosporusbogen. Weil ich glaube, der liegt da irgendwo drin. Nicht? Aber ich bin mir nicht sicher, wo der liegt. Wie kann man denn da aussehen? So, jetzt sind wir wieder an Land. Der arme Kerl kann einem leid tun. Jetzt gibt man mal da schnell Dinge einstellen. Und zwar die Mausempfindlichkeit. Und 2 Stufen. Ich habe was anderes gehört. So, dann geht es nämlich alles ein bisschen lockerer. So, schauen wir mal, was haben wir denn da mit den Aufgaben? Der Stadthändler Baltram macht Geschäfte mit den Piraten. Er hat auf die falschen Leute gehört. Gut, und wo ist der Baltram? Ist das wirklich? Borka? Arbeitet auch den ganzen Tag. Das kann doch nicht. Das ist der Ich glaube Fischhändler. da nicht dran. Halvor ist es. Das ist doch schon lange bekannt. Erzähl mir nichts, ich bin so. Er muss das ja besser wissen. Baltram, wo ist der? Hinten vielleicht am Er hat auf die Marktplatz. falschen Leute gehört. Der arme Kerl kann einem leid tun. Worum soll ich mich denn noch kümmern? Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Ich habe mir das schon gedacht. Und an diesem Ort. So, dann schauen wir mal, ob der werte Baltram da ist.
Ist das der da? Ah, da haben wir ihn doch. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Tja, Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinis. Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen. Die Bürger von Korinis fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinis kriegen kann. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das wäre gut. Ich kann Korinis zurzeit nicht verlassen. Hier, nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. 3 Flaschen sollten es schon sein. Das war alles, was ich wissen wollte. ach, jetzt können wir wieder zurückrennen. Zum Skip. Dann rennen wir aber diesmal in die Abkürzung. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels werden noch weiter verstärkt. Die Torwachen sind angewiesen, das Gesetz in aller Strenge auszulegen, um unerlaubtes Eindringen zu verhindern. Gut, und zwar rennen wir da hinten rundum. Sollte eine kleine Abkürzung sein. Das Skip wird uns wahrscheinlich einen Rum geben und den dürfen wir dann wieder zurücktragen. Aber vielleicht springen ein paar Goldmünzen raus und Erfahrungspunkte. Haben wir bitte nötig. Da oben ist der Leuchtturm. Ich glaube, der ist auch noch vom Banditen besetzt. Den müssen wir auch mal bei Gelegenheit freikämpfen. Ah, heute jetzt. So, da haben wir es gibt. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Er hat die Hosen gestrichen voll, was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will 3 Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein auch noch Forderungen. Hier, gib ihm 2 Flaschen, damit soll er zufrieden sein. Gut, bringen wir ihm bloß 2 Flaschen. Uns kann es egal sein. Weil wir bloß die Erfahrungspunkte brauchen. Jetzt planschen wir mal da rundum. Vielleicht sehen wir irgendwas liegen. Da geht's zu den Banditen, glaube ich, aber da können wir nicht rein, weil da abgesperrt ist. Also singen tue ich nichts.
Oder ist der Bogen gar nicht da im Wasser drin? Gut, also auf zum Balldrum. Und bringen wir mal den rum. So, da ist er. Hey, du. Ich habe den Rum von Skip. Er hat mir allerdings nur 2 Flaschen gegeben. Verdammt teuer. Was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das hier muss dir reichen. 10 Goldmünzen, naja, es langt. Für den Anfang. Gut, was haben wir denn noch im Angebot? Leere den Krug in einem Zug. Sollen wir wieder da mischen? Dann müssen wir jetzt aber wieder ein Stück laufen. Aber laufen wir halt einmal. Das müssen wir eh noch öfters machen. Bis wir mal endlich die Teleportrunen kriegen. Dann ist jetzt immer noch da. Der wartet da auf seine Steintafeln. Allerdings haben wir von denen, ich glaube, noch nicht wirklich was gefunden. Schlag zu! Schlag zu! Bleib dran! Bleib dran! Immer noch dabei. Ja, gib's ihm! Schlag zu! Mhm, gut. Schlag zu! Ja, gib's ihm! Schlag zu! Ja, gib's ihm! Ja, gib's ihm! Da haben wir auch nichts Interessantes. Dann laufen wir jetzt einmal woanders hin.